Schließler. Schließler. Boah, endlich bin ich daheim. Arschdunkel da. Bist du deppert. Das war ein Tag wieder. Ja. Seit einigen Wochen bin ich jetzt der Kölner. In einem großen Lokal in Broda. Das ist erst der Arschhocken dort. Bist du deppert, das hat mir leichter vorgestellt. Bist du deppert. Wow. Voll Arsch dort. Nein, da war die Lagerhaken, was ich vorher gehabt habe. Wie sagt man schnell, ein Lerchalschassen. Touristen, Einheimische. Gehen am Arsch, links, rechts, hin, vorn, das Krieg ist nicht gescheit saft, das ist nur halb voll, die Stötzen ist nicht ganz durch, und lauter so ein Scheiß, ich weiß nicht, wie lange das packt, diese verdammte Hocken dort. Bist du deppert. Alter, das ist nicht ohne. Ich bin so hundsmüde jetzt da. Das ist ein Wahnsinn, die Leute dort, die vielen Leute an die anderen können, das sind ja keine Kollegen, das hat der Arschlöcher. Jeder ist neidig, wenn du ein bisschen mehr Schmatt kriegst von die, von die Leuten halt, von die Gäste dort, ne, viel Schmatt geben sie nicht, aber da schauen sie, aber die, was länger schon dort hakeln, ne, da schauen sie auch gierig in die Augen, gierig auf das Geldbärsel, auf das große schwarze Geldbärsel, ne, was der eine kullert, eine rieselt da, ne, die Arschlöcher, das ist Scheiße, den auch interessiert das, nein, ich mach das nicht lang, nein, hundertprozentig nicht. Ein paar Wochen vielleicht, ja bis Herbst und dann Scheiße drauf, dann gehe ich, weiß ich nicht, 2-3 Monate in die Hockey starten, so Arbeitsamt und dann, ja, ich weiß nicht, dann vielleicht vor Weihnachten oder nach Weihnachten, gehe wieder in so eine scheiß Lagerhalle, was irgendwo finden, also eine Spedition in die Außenbezirke, Riesing, Auhof, weiß ich nicht, da drüben, da irgendwo im 22. wo hat das Rennband liegt oder eben in einem Wurscht. Aber das war Wahnsinn, bist du deppert, die gehen da am Arsch mit an die Haxen, wie Ärger, im Lager bin ich auch viel gehatscht. Die Tage, kilometerweit, ja, ich hab die Tage lang kilometerweit, ja, mit einer Woche, mit einem Wagen, mit einem Hubwagen, urschwer, aber das Tragen auf dem Tablett da, diese Arschloch, Schnitzeln, die Schweinsbraten, die Stötzen, das alles nur drum und dran. Ich weiß so kleine Hände, ich habe so kleine Foodhände, eigentlich auch Hände wie für einen Gynäkologen, für so einen Foodgucker, ne? Und wenn ich nein, weißt du, deppert, das tut mir ein bisschen weh, ne? Ein paar haben einige so eine Bandage drüber, so eine Fasche oder was, ne? Wie die Tennisspieler was haben, ne? Sehnenscheidenentzündung und wieder Dreck hast. Nein, das war ein Arsch, das ist richtig. Da schaut der hat sicher einen Kugelschreiber und einen Block, ne? Das mir erinnert, was ich jetzt auch hakel, ne? Das ist Scheißdreck, nein, ist nicht meins, nein. Ist nicht meines, nein. Naja, gut, nix. Das ist arschenswiderlich. Nein, das ist nicht mehr Hocken, das ist nicht meine. Ich will wieder ins Lager zurück, ich will Stapler fahren, ich will ja, lieber eben auf und anhatschen, die Wohleisamen, suchen in den Regale Dschungel und Eisamen und suchen wie ein Trottel und das hilft ihnen aufstapeln auf einen Lastwagen oder irgendwo in Produktionshallen, so irgendwelche Bandel, Fuden, also Fließbandweiber, ja, das will ich irgendwo hinbringen. Nein, das ist nicht meins. Die ganzen Touristen, viele Leute machen mit Deppal, ja. Und dann ist Englisch, weil Englisch ist ja nicht das Perfekteste. Ja, ein bisschen verstehe ich schon. Wenn sie sagen, do you want a beer or wine, und dann brauchen die so lange aus Dänemark, aus Deutschland, und das dauert so lang, und dann der Schroder, oder was da rauscht auf den in den Garten, in den riesigen scheiß Gastgarten, ja, das ist ein Wahnsinn, bis der Dreck runter. Lässt du dann noch kein Auto, kein Führerschein, nichts, wir müssen mit den Öffis auch heimfahren, das war ein Horror vom Feinsten, da kann ich so ein bisschen deppern. Steh bloß noch dazu, geschissen bis zum Geh nicht mehr. Nein, fürchterlich der Tag, fürchterlich. Der Kellnerjob, nein, das ist nicht meins. Ich war das Eidbild, ich denke, was ich war mal Verkäufer, ne? Ich war Farbenverkäufer auf der Meilenhauptstraße, Herrenmodeverkäufer auf der Rübelstraße vor vielen Jahren schon. Ne? Und da war ich, nein, ich bin gesprächig, ich bin gesellig, ich möchte jetzt einmal eben so einen Kellnerjob, ne? Vielleicht irgendwann entdeckt mir werden, oder also Friedrichskasten, die Entdecker, ne? die Künstler entdeckt haben für, was nicht, für Filmschauspieler oder was ich was, oder also Theaterschauspieler, der lang schon her, ich bin schon wieder zu
nostalgisch unterwegs, aber scheißegal. Da entdeckt die keiner, da entdeckt die höchstens der Oberkölner, wenn du irgendwo die Gare auf die Seiten gedruckt hast und eine Geschichte sagt, und der gleich, wie ein Wachmann. Ne? Dort, oder Verkehrspolizist, dort, sehen Sie das nicht, und die Leute winken und die gehen da sagen, oh, ist mit den vielen tausend Sprachen. Nein, und das eben, ja, das ist nicht meins, das ist nicht Weihhofen, das ist irgendwie, ja, ich weiß, ich bin ein Lebensentertainer, ja, das passt schon, ja, ich bin, aber das ist, Alter, mit an die Knie weh, mit der die Hand weh, das Zahn, ich muss mir dann ein paar Wochen drucke ich das natürlich, ich muss das da Blei oder wie scheiße das Scheiße, wir Brillen, ich weiß, das war der Blei. Das tragen da sind 10 Grillen drauf, da muss ich dann halt so gehen, wenn es so geht, ist ein Wahnsinn, das ist ja ein Wahnsinn, da fangst du schwanken und dann haust du hin und hast die Leute kriegen das Bier oder den Wein über den Schädel geschieht und